Deepwater Horizon ist die Geschichte von Mike Williams, einem Chefelektriker auf der Deepwater Horizon. Das war eine Ölbohrplattform im Golf von Mexiko, die im Jahr 2010 in Flammen aufgegangen ist und schlussendlich explodiert ist. Mehrere Leute sind gestorben und mehrere Millionen Liter Erdöl sind ins Meer rausgeflossen. Und das ist eigentlich so eine Geschichte innerhalb von diesen Ereignissen, sprich die Explosion, dass die Umweltkatastrophe um die Deepwater Horizon gibt so ein bisschen die Struktur, so ein bisschen die Rahmenbedingungen vor und erzählt darin eine Geschichte vom Familienvater Mike Williams, der mit dieser Katastrophe muss zu Schlag kommen. Nachdem der Peter Berg ja Schiffli-Versenkis verfilmt hat, was meiner Meinung nach ja ein Haufen Abfall mit Gackistreusel war, habe ich von Deepwater Horizon sehr wenig erwartet, sage ich jetzt mal. Aber ich muss sagen, ich bin sehr positiv überrascht und er hat mir recht gut gefallen. Zum einen ist der Film wirklich spannend, habe ich gefunden, und das, obwohl man weiß, was passiert und wann das passiert, weil es wird am Anfang eigentlich schon der genaue Zeitpunkt gesagt, wann das passiert, und durch das bereitet man sich so ein bisschen auf den Moment vor. Aber die Aufbauphasen und die schlussendliche Belohnung sozusagen, die hat echt gut funktioniert. Ich habe den Hauptcharakter in dem Sinne echt gut gefunden, der Mike Williams, gespielt von Mark Wahlberg, habe ich wirklich cool gefunden. Das ist eine sehr sympathische Hauptfigur und alles. Obwohl, ich muss sagen, eigentlich ist ja die Ölplattform bzw. die Katastrophe um die Deepwater Horizon meiner Meinung nach so ein bisschen die Hauptrolle in diesem Film. Und der Mark Wahlberg, sein Mike Williams, führt uns als Zuschauer mehr so ein bisschen durch die Ereignisse durch. Aber ich finde, für das hat der Mark Wahlberg wirklich das Ganze sehr gut gemacht. Und auch sehr gut haben mir die zwei, also eigentlich alle Nebenfiguren sind gut gewesen, habe ich gefunden. Aber am besten haben mir die zwei bekanntesten Schauspieler gefallen, der Kurt Russell und der John Malkovich. Und am besten sind die zwei, wenn sie in einer Szene zusammen sind und nicht der gleichen Meinung sind. Das ist extrem spannend und wirklich mega, mega gut gespielt. Was mir schlussendlich aber wahrscheinlich am besten gefallen hat an Deepwater Horizon ist der visuelle Stil gewesen. Vor allem in der zweiten Hälfte, wo es wirklich so ein lauter Blockbuster-Katastrophenfilm wird mit überall Explosionen und Feuer und Flammen und alles. Der erste Teil ist so ein bisschen damit beschäftigt, dich darauf zu vorbereiten, dass jetzt dann bald etwas mega Schlimmes passiert. Sie prügeln es einem wirklich ins Gesicht. Es gibt die jenste Szenen, die sagen so, hey, jetzt passiert dann im Fall etwas Schlimmes, da musst du dann im Fall aufpassen. Ein Beispiel, der Kurt Russell, seine Figur, nimmt zwei so BP-Leute mit auf die Deepwater Horizon und einer von denen hat so eine magentafarbige Krawatte an und er findet so, könntest du die bitte abziehen, das ist die höchste Alarmstufe bei uns und es bringt wahrscheinlich Unglück. Oh, vielleicht sehen wir die Farbe dann nochmal. Ein bisschen mehr Subtilität hätte ich jetzt mir gewünscht von dem Film. Und was ich auch nicht so toll gefunden habe, ist, dass der Film wirklich jeden einzelnen Punkt von dieser elenden Katastrophenfilm-Checkliste muss abhäkeln. Der komplette Klischee-Bullshit, den du dir vorstellen kannst, kommt in diesem Film vor und das habe ich jetzt wirklich nicht gut gefunden. Und hin und wieder versucht Deepwater Horizon sogar kritisch zu sein in dem Sinne. Es hat ein paar sehr wenige Szenen, wo sie so ein bisschen das ganze Kritische ein bisschen beleuchtet. Aber dann kommt gerade die nächste Explosion und dort merkt man dann auch, dass bei diesem Film ganz klar das Spektakel in dem Sinn im Vordergrund steht. Alles in allem hat mich Deepwater Horizon wirklich sehr positiv überrascht. Es ist ein absolut guter Katastrophenfilm mit einer sympathischen Hauptfigur und vor allem in der zweiten Hälfte sehr, sehr gute Special Effects mit Feuer und Explosionen und Dreck und Wasser und Öl und alles Grusige, was du dir vorstellen kannst. Also dort funktioniert der Film als Katastrophenfilm wirklich sehr gut, aber er handelt auch die komplette Katastrophenfilm-Checkliste ab. Also wenn du schon mal einen Katastrophenfilm gesehen hast, dann weißt du genau, wie es am Schluss rauskommt. Eben, ich hätte mir vom ganzen Film ein bisschen mehr Subtilität gewünscht, vor allem in der ersten Hälfte und in den letzten 5 Minuten. Aber wenn man den Film möchte sehen, dann soll man ihn doch im Kino schauen, weil dort macht das Spektakel wirklich am meisten her. Ich weiss nicht, ob das nachher noch die Wirkung hat, wenn man es einfach daheim auf dem Fernsehen schaut. Ja, mir hat ein Peter Berg-Film gefallen. Ich hätte es selber nicht gedacht. Also ich habe ja Battleship wirklich nicht gut gefunden. Aber jetzt Deepwater Horizon kann man prima einmal schauen und dann irgendwie nicht mehr. Aber für das ist er echt gut und ich danke euch vielmals, dass ihr das Video angeschaut habt und ich sehe euch beim nächsten Mal.